Der Kampf um den 5. Orden steht kurz bevor. Hier bei Pokémon Omega Rubin. Hi Leute, willkommen zurück. Ja, in diesem Part habe ich einiges vor. Ich hoffe, es klappt auch alles. Dann muss ich aber erst ganz kurz unser Ziggy ablegen. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir gleich ein Ei ins Team holen will. So, hätten wir schon soweit schon mal. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, welche Pokémon ich halt in den Arena-Kampf mitnehmen war. Ihr wisst ja, ich mache es immer so. Ich setze gleich viele Pokémon ein, wie auch der Arena-Leiter einsetzen würde. Unser Vater setzt 3 Pokémon ein, sprich ich nehme auch nur 3 mit. Das ist halt wirklich die Frage, welche nehme ich jetzt da? Okay. Ein bisschen mit den Leuten quatschen hier, haben wir glaube ich sogar noch übersehen das letzte Mal. Zumindest ein paar habe ich es, glaube ich, übersehen. Wie kann ich dienen? Hast du noch was zum Verkaufen? So, mal gucken. Sternchen. Ja, doch. Es ist ein Huhn wert. Naja, 2000 geht es eigentlich noch. Ein Machoban singt, aber dafür umso stärker. Ja, aber nur im Training. Sprich nur im EV-Training. Okay, nö, natürlich nicht verkaufen, aber sortieren vielleicht mal. Tja, ansonsten nichts. Aber kaufen vielleicht noch. 20 momentan. Supertrain können ein paar nicht schaden. Auch genug. Wir lieber ganz dringend. Überheil habe ich auch noch genug. Nehmen wir nur 3 Top-Schutz, wenn man jetzt da ein bisschen die gerade Zahl ist. So, 20, sehr schön. Und Tschüssikowski. Legen wir also los, und zwar bezüglich unserem Ei. Du bist auch der Trainer, nicht wahr? Der Pokémon-Team ist trotzdem so viel Vitalität. Na, was meinst du? Willst du das Ei mitnehmen, das zum Schlüpfen bringen? Klar. Gut, ich hoffe, das merkt mit diesem Ei. Soll ich einen Rührei draus machen oder was? Mehr Glück damit. Und sonst haben wir Pokémon so ein Ei gefunden. Ja, ich habe bereits mal diesen 2 Spezialparts gezeigt, wo es halt um Barschwa ging. Okay, danke schön. Was hast du noch für Infos? Dann werde ich ein bisschen. Trotzdem nicht bereuen. Ja. Genau, unser Ei würde natürlich schneller schlüpfen, wenn wir noch ein Pokémon-Team hätten wie Schneckmark, was halt eine entsprechende Fähigkeit hätte. Mache jetzt noch nicht, das können wir später noch machen, das ist kein Problem. Das Lumswert hier für dich. Yeah, die Holzkohle. Moment, habe ich ja schon. Was hat die Junglupfen ein Item? Schon wieder Metronom. Wieso überhaupt? Mal ganz kurz. Was habe ich Metronom gegeben? Wie das in Folge ausgeführt wird. Ah, das ist ein DT, so wegen Doppelkick. Waren wir uns ineinander. Ja. Das wäre zwar gar nicht mal momentan so eine schlechte Idee, oder? Ich meine, die Auswahl ist nicht gerade so groß. Ich glaube, in der Regel wären doch der besser, Metronom. Sicher ein gutes Item, und je nachdem natürlich, was für ein Team du einsetzt, sicher auch loben soll. Aber Papier momentan, ja, gerade Medizin, die ist billig wirksam, dummerweise aber sehr bitter, und deswegen wird halt der Happiness-Wert, sprich der Zuneigung unserer Pokémon gesenkt. Deswegen macht das auch nichts. Wir brauchen es zwar nicht unbedingt, oder Zuneigung hoch ist, aber ist auch nicht unbedingt gerade, genau, das schmeckt bestimmt recht bitter. Deswegen auch nicht so mein Ding. Mein Ding, so, wer bist du noch? Es heißt, dass in der Pension eingefunden wurde, an dem 2 Pokémon zu einer Pflege gegeben wurden. Und auch ein Ei finden, okay. Dann sieht es aus, sonst hat sich aber nichts mehr war. Nö. Also Leute, mit Maike auf nach Blütenburg City, weil es einfach nur schneller geht. Jo! Alles klar, lass uns sofort aufbrechen. La 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 la. Und da sind wir auch schon. Also mach's gut. Danke. Ich überleg gerade. Kann der Kampf nicht jetzt schon? Mal ganz kurz. Ah, doch nicht. Hätte ich schwören können, dass jetzt bereits irgendwie der Heiko auf uns zukommt, aber nee, waren doch erst später. Gut, also Leute, Zeit für unser Dreier-Team. Noch irgendwie falsch. Entschuldigung.
Welcher Pokémon also? Also sicher mal Nummer 1 wird ganz klar, das Eile ist trotzdem drin, bringt dir sowieso nichts. Nummer 1 wird ganz klar Jungblut sein, weil es ein Kampftyp hat und gegen Normal-Pokémon sowieso stark ist. Außerdem will ich sie auch, weil es unser Starter ist, gegen Vaters stärkstes Pokémon antreten lassen. Ja, einfach so also meine Art und Weise. Den wir bereits erwähnt haben, Stolrak noch, weil der ist natürlich auch geil. Und wird, wenn er besonders Strategie einsetzt gegen Norman dann, ja. Ist vor allem gegen seine Letar-Kings. Einfach nur geil. Dritte Wahl, jetzt schwierig. Theoretisch Gardevoir, Psychofee. Natürlich starke Attacken, hoher Spezialangriffswert. Milotic, sprich Kai, wäre natürlich auch eine Variante. Hatten wir aber gerade erst und ganz ehrlich, ich will eigentlich nicht groß trainieren mit dem. Sprich hier, da. Ja, das ist einfach nur ein zu niedriges Level. Deswegen kommt keiner weg. Tut mir leid, Kai, ist also so. Ja, Gardevoir, Atomic eine Variante oder halt eben Tengulis oder Kokiri. Ich tendiere jetzt eher zu Kokiri, wird man sicher einen Arsch aufreißen, weil Pflanze Unlicht und viele von Normans Pokémon, oder spielen natürlich auch von seinen Trainern, haben natürlich Kampfattacken drauf. Es ist aber trotzdem so, dass wir halt Kokiri vermutlich nicht mehr so viel einsetzen werden. Klar, stimmt gar nicht, der kommt ja ganz kurz. Als nächster Arena-Kampf kommt er sicher nicht, weil es ist eine Flugarena, da wäre sowieso fehl. Danach ist halt der 7. Kampf, kommt sicher eher, weil er auf dem Dual-Typ perfekt geeignet ist. Und dann im 8. ja auch wieder. Hat noch 2 Kämpfe, wa? Okay, gut, Planänderung. Ich wollte gerade sagen, von wegen, ja, da kommt gar nicht mehr so oft dran im Arena-Kämpf, deswegen jetzt nehmen, aber nee. Der kommt noch häufig, deswegen nehme ich den jetzt noch auf. Sorry, Kokiri. Und dafür halt Atomic, weil der natürlich als Reserve im Psychokinese, Diebeskuss und Konfusstrahl sowieso geil. Was hier ein bisschen doof ist, halt Verteidigungswert, aber ist ein anderes Thema. Also mit den 3 Pokémon, das wird lustig, Freunde. Oh ja. Du bist noch ran, wa? Jo, ist noch ran? Also dann, Freunde, auf in die Arena gegen die Normal-Pokémon. Und Ziel sollte wirklich sein, Nummer 1, Jungblut entwickeln. Und guck mal das an. Heiko hat bereits gewonnen, wollt ihr mich verarschen? Ja, wie sieht's aus, Mike? Auf Weg zum Champ. Trainer besiegen, also rein mir bitte nicht an. Soll ein Item sein? Ja, ist so, ich glaube, es war ungefähr so, dass man sich halt entscheiden kann. Entweder nimmst du einfach irgendwie 3 bis 4 Trainer, nachher bist du bereits bei deinem Vater, oder aber du sagst ja, nö, ich will alles machen und kämpfst gegen jeden Trainer. Und so werden wir es auch machen, weil ganz ehrlich, das ist ein super Training hier. Raumninitiative, natürlich sowieso unser guter Kumpel Jungblut. Die Wahl Nummer 1. Die Fähigkeit, den Gegner mit einer Attacke zuvorzukommen. Das alleine gibt einem schon einen enormen Vorteil, meinst du nicht auch? Ja, mal Druckzukieb, Turbo-Tempo. Und Tempo-Hieb ist auch so eine Attacke, wa? Gibt es ja noch ein paar andere. Dann natürlich irgendwelche Items noch, das Ganze anheben können wie Flinkklaue. Aber naja. Kumpel, das könnte ein Fehler sein. Wow, scheiße. So viel zum Fehler. Das klingt fast wie ein Trompetenspiel. Jungblut, komm schon, greif an. Bitte, bitte greif an. Nein, ich hasse die Fähigkeit. Na toll. Jungblut. Ja, ich wünsche, ich hätte jetzt Kokiri draußen, weil der hat ja Munterkeit. Ne, stimmt nicht Munterkeit, sondern eine andere Fähigkeit, mit der er halt schnell aufwacht. War zumindest das Plan, dass noch so, ob es Tengus immer noch so ist. Andere Frage. Die Munterkeit wäre geil gewesen, Mundtier. Ich habe noch hier in der Arena in Alpha Saphir habe ich hier mit Mundtier das meiste gemacht, weil, wie gesagt, Mundtier, auch normal-Pokémon, wollte ein bisschen trainieren. Und die Munterkeit, Alter, es pennt einfach nie ein. So, Jungblut, bitte, wach mal auf. Du kannst nicht so vermöbeln lassen, mein Kreis, ein Weibchen und so, aber das geht nicht. Autsch, Duplex 7, Duplex 2-mal, für den Arsch, war 4-mal. Ah, endlich.
Eine Kuh. Was für ein Scheiß. Oh je, mit dem will ich noch 2 Level hier machen. Das könnte eng werden. So. Doch erstmal ganz kurz mal einen Trank. Alter, das denke ich nicht weitergeht. Dann Prost Mahlzeit. Dann Pröstchen. Das ist also Raum der Beständigkeit. Ja, wieso nicht? Also viele KP oder was? Der Versuch, die Statuswerte meines Pokémon zu versenken, wäre eine Zeitverschwendung. Ja, gut, aber das nicht vor. Der Patrick. Ein Gyarados. Die haben lustigerweise alle nur ein Pokémon. Okay, Beständigkeit, sprich mit KP, ja. Yep. Wird ihm nicht viel bringen, denn mein Jungblut ist schneller. Und das auch ohne Nitroladung. Nein, ist eben doch nicht. Bringt aber nicht viel. Das hingegen schon. Ja, klar, jetzt der Volltreffer wieder. Wie bei Fire Emblem. Immer dann, wenn du den Volltreffer nicht mehr brauchst, dann kommt der. Warum eine Chance gegen dich gehabt? Das stimmt. Pure Gewalt an. Wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal ein Pokémon zu wechseln. Und zwar auf Stolrak. Obwohl, erstmal schauen, was ein Trainer ist. Okay. Also jemand dich zu besiegen, auch wenn du sein Sohn bist. Dann hat er also mit mir schon bereits gerechnet. Interessant. Die Roswitha. Ja, Sengo. Sengo wird übel. Deswegen nehmen wir mal ganz kurz eine Auszeit und zwar schick Chaos ins Rennen. Chaos, I choose you! Das bringt gegen einen Gestein-Stahl-Pokémon nicht viel, außer natürlich ein Erdbeben, da bin ich sowieso am Arsch. Alter, nur 7. Sengo. Ja, Sengo für den Arsch. Und Level up. Noch 8 Level für die erste Entwicklung, Freunde. Atomic. Hab doch alles gegeben. Tja, war ihm nicht gut genug. Der Rennleiter Vater wartet bereits. Jo, wir haben noch zu früh, deswegen gehen wir direkt zurück. Und machen noch all die anderen Türen. Flupp. Das war bereits das erste, war? Kann das sein? Yep, okay, erstmal die Seite fertig machen. Lalalala. Raum der Verteidigung. Oh, was war das schon von Pokémon? Ich glaube, es war auch ein Gyarados, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Ich wusste es doch. Jetzt muss ich eigentlich Atomic schicken, wegen Spezialangriff halt. Obwohl, vielleicht setzt er... Ah, doch noch X-Abwehr. Tja. Aber eben nur die normale Verteidigung, eben nicht die Spezialverteidigung. Was ist bei... Ja. Bei physischen Doppelkick sowieso nicht viel ausmacht. Voll Deibel. Der Elektrotank sieht aus, als würde Elektroattacken einsetzen. Klar, ein Donnerschlag wäre cool. Aber der kommt erst ganz spät, leider. Ne, wohl vielleicht durch Alpha Saphir noch. Könnte natürlich schon viel früher kommen. Oh, was sind das für wenige Status-Ups? Meine Güte. Gut, Raumstärke hatten wir bereits. Lass mal den Raum noch open, nicht wahr? Genau, hatten wir bereits. Den Raum der Volltreffer, mit eigentlich auch Stuhlrad reinschicken, also sprich Chaos. Wäre ein bisschen besser. Naja. Wird schon gut gehen.
Ich werde es dir garantiert nicht gleich machen, nur weil du der Sohn unseres Arenaleiters bist. Ah ja. Hast schon oft genug erzählt. So, Volltreffer, also wir natürlich müssen schnell sein. Und zwar schneller als er. Oh, ein Sengo schon wieder. Das heißt, ich mache erst Nitro-Laden und nach Doppelkick. Ich glaube zwar, wir sind sowieso schneller, aber ich will jetzt nicht zu viel riskieren. Pumpt sich auf! Kannst du vergessen, Kumpel. So, eine Stufe schneller und jetzt bist du dran. Volltreffer, ja! Wenn es immer nötig ist. Mann, Mann, Mann. Nur so wenig? Also wenn Sengo ist ein bisschen... Naja. Der Herr Kämpfe schreit, okay, wenn bereits der Vater kommt und ist nur noch sehr zu früh. Die ist noch verschlossen, okay, dann ist das die gewesen an der Seite her. Denn die Räume kreuzen sich, ja, aha, also nicht die Räume unbedingt, sondern natürlich die Türen. Genauigkeit. Ja, ist jetzt erhöht seine Genauigkeit oder senkt meine? Wenn doch beides fies. Da kein Treffer ist, ja. Aeroas und so, wa? Von der Yvonne. Mit ihrem Enekoro. Miau. Und unser Jungblut ist dabei. Jai. X-Treffer wird natürlich, ja, trifft einfach besser. Bringt nur leider nichts. Jetzt endlich mal kommt der Volltreffer, den ich noch brauche. Wieso immer nur ein Pokémon? Naja. Okay, haben wir hier eine Verteidigung und Tür öffnen. Das ist mal alle auf hier. Jo, wieder raus. Ein anderer Raum, da haben wir hoffentlich langsam mal die Entwicklung voll. Raum der Erholung. Oh man, das kann ganz schön nervig werden. Von den Gegnern, die kapseln das Pokémon auf. Kannst du dir vorstellen, wie frustrierend das ist? Oh ja. Wir haben noch ganz üble Erfahrungen aus der Vergangenheit, Leute. Das kann echt kacke werden. Aber egal, wir schaffen das schon. Du kannst ja nach Geradax. Kriegen wir hin mit einem Doppelkick sowieso. Und Lebenssohle sowieso scheiße. Immer nur so wenig. So, machst keine Erholung mehr. Das ist eine Strategie, Supertrank einzusetzen. Eine tolle Strategie. Hat sich echt gelohnt. Ein Trainer fehlt noch. Haben wir endlich die Entwicklung. Das ist der Raum der Volltreffer, da waren wir schon, oder? Ja. Bitte sag mir, dass hier noch ein Trainer übrig ist. Oh, verdammt. Tja, jetzt könnten wir gleich ein Problem haben, Freunde, wenn nämlich dort wirklich bereits unser Vater wartet. Nö. Zu früh. Ich weiß, der Part wäre langsam schon vorbei, wir sind bereits bei 20 Minuten, ist mir jetzt aber scheißegal, ich mache jetzt noch weiter. Und zwar entwickeln wir jetzt erstmal unser Jungblut weiter, aber ein bisschen unterschätzt. Der hat noch ein Kampf wäre noch übrig. Naja. Heißt, wir müssen ganz kurz rausgehen, noch ein, zwei Pokémon machen, wobei hier aber gar nichts mehr Starkes. Scheiße. Oh je, oh je. Mann, da muss ich in die Müll raus, um da ganz kurz ein paar Erfahrungspunkte abzukriegen. Ja, ein paar sind sehr viele, die ich noch brauche.
Ah, das ist doof. Das ist jetzt natürlich sehr doof. 456. Aber natürlich jetzt zurückgehen ist natürlich sowieso Quatsch. Also zurückgehen, wieder zurück. Nach Bad Laberstadt hoch. Ja, vielleicht mit Trainer hier noch was. Weil wir mit der Zeit wirklich stärker. Bitte Mann, ich brauche noch einen Kampf. Okay. Leute, wir brauchen einen Kampf. Und so ein starker Kampf. Das ist doch jetzt echt scheiße. So, komm schon, oder der irgendwie Pokémon auf Level 20 rum. Ja, sieht nicht so aus. Jungblut, du bist dran. Level 17. Und der noch ein bisschen hilft. Immerhin 204. Besser als nix. Dann mal hier schnell reingehen, weil wieder rauskomme. Natürlich wieder nicht mehr. Ja. Ist natürlich endlos doof, Freunde. Das war natürlich nicht geplant alles. Dann muss ich halt das Jungblut nach dem Kampf entwickeln, wa? Aber nur die normale Angel, aber eine stärkere. Das wäre natürlich auch was, aber natürlich nichts an. Oder ich glaube, da ist sowieso nur Carpador. Es wird eingezogen, es kam sowieso nichts mehr. Oh, come on. Was, zu spät? Wollen wir verarschen? Ich habe sofort gedrückt. Oh Mann, Leute. Ich will die Entwicklung vor dem Kauf genommen haben. Die wollen mich verarschen. So geht doch. Zu spät eingezogen. Ja, hoffentlich ein höheres Level als Level 5. Ich muss etwas sagen. Ja, Level 10, toll. Ja, 57, ich meine, wenn wir das so weitermachen, 4-mal noch, dann haben wir das auch. So Leute, wenn es gerade ein bisschen langweilig ist. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Das Problem ist halt, klar kann man jetzt sagen, ja, okay, kann ja trotzdem reingehen, das Level Up kriege ich halt trotzdem. Das schon, aber doof daran ist ja leider Gottes, es entwickelt sich während des Kampfes nicht weiter. Also im Anime natürlich der Fall ist, aber hier im Spiel, nö. Hier einfach nicht, das ist doch einfach ne Gicht. Junglot. Aber wir haben es gleich, mein 50 gibt ja auch, 250 gibt ja auch schon 100. Beziehungsweise 57 mal 214 und... einmal noch, wa? Nein! Ja. Die Mucke bleibt trotzdem. Und das wird es hoffentlich gewesen sein. Und unser Ticket zur Entwicklung. Oh, ein Goldini. Wir haben das Angel eher selten, aber natürlich nachher mit der Superangel. Oh, jetzt kommt da so ein schwaches. Alter, Spiel mit Natzen. Ah, da hat schon Überlänge. Wie lange sind ein paar noch gehen? 45 bloß. Nur weil es ein paar Level zu niedrig ist.
Ja, jetzt kommt natürlich noch nichts mehr, ist klar. Leute, betet, dass es das wird. Und Jungblut kann zeigen, was er drauf hat. Natürlich können wir den Sonnenbomber einsetzen, aber ganz kurz vom Level up? Nee, garantiert nicht mehr. So. Geht doch, meine Fresse. Nö, war's nicht, oder lernen sowieso gerne eine viel coolere Attacke. Jo, verlernen. Nein, komm schon. Ja, gut. Denn jetzt, Leute, folgt die Entwicklung. Nach der Entwicklung erlernt es eine ganz geile Attacke. Junge, unseren Logok. Yeah, Mann. Ein Logok, das... Und es lernt Feuerfeger, natürlich, und zwar für die Nitro-Ladung. Denn Feuerfeger ist einfach nice. Ja, ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich Feuerfeger erlebt habe, sprich im Anime, zwischen Logok und Glurak, der Kampf, der war echt geil. Aber so Feuerfeger und Glurak lagen nachher voll am Boden, da muss ich echt sagen... Krasses Teil, Logok. Obwohl der Glurak, wie gesagt, mein Lieblings-Pokémon ist. Aber da hat Logok echt was rausgehauen. So, Freunde, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Von einer ganz kurzen Wechsel. Und zwar an dieser Stelle kommt jetzt Chaos. Sei bereit für den Kampf gegen unseren Vater. Paps? Ah. Er hat uns gehört. Du hast ja also 4 Arena-Orden erkämpft. Na schön, versprochen ist versprochen. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen. Du bist kein Mann der vielen Worte, wa? Naja. Also Leute, los geht's! Michael. Es macht mich so glücklich, dass mein eigener Sohn stark genug ist, um gegen mich zu kämpfen. Aber ein Kampf ist ein Kampf. Als Rennleiter habe ich einen Ruf zu verteidigen. Ich werde alles tun, um dich zu besiegen. Dasselbe erwartet natürlich auch von dir. Los geht's! Der Kampf der Generationen geht endlich los. Genau, er hat 3 Pokémon, 2 Letakings und ein Mundtier. Wieso ich jetzt Schulrak gewählt habe? Ganz einfach. Letaking ist zwar extrem stark, es hat von allen Pokémon, also sprich von allen nicht legendären Pokémon, den höchsten Angriffswert. Soweit so gut. Aber auch eine extreme Schwachstelle und die zeige ich euch jetzt. Tja, denkt ihr vermutlich, war ja schön, aber er bringt doch nicht viel. Doch, es bringt sehr viel. Wegen der Schnarchnase, der kann nur jede zweite Runde angreifen. Tja, Strategie ist ganz einfach, immer wieder Schutzschild angreifen, Schutzschild angreifen. Und so haben wir es auch auf Alpha Saphir gemacht mit Murabel. Das war echt genial, ey. Und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht, man. Und jetzt hat er wieder Schutzschild. Weil der Tarkin ist nicht nur stark, sondern hat auch eine enorm hohe Initiative. Jetzt machen wir Feierabend hier. Kraftkoloss! Tja, wollen wir sagen, 1:0 für den Sohnemann. Und das gibt viele Erfahrungspunkte, meine Fresse. Eisenschweifen, mal gucken. Alter, 100:75, wollen wir verarschen? Nee. 20 mehr Schaden ist zwar schön, aber nicht. Oh verdammt. Nein, ich wollte es gerade abbrechen, jetzt habe ich es doch gut gelernt. Scheiße.
Sorry, aber 75%. Ich muss auch wieder umlernen. Da ist mir doch ein bisschen zu übel. So, der kommt raus, weil gegen Munti wird das Ganze nicht. Der ist, wie gesagt, sehr munter und auch sehr schnell. Zweiter Kampf mit Atomic. Du machst es schon, Kumpel. Munter. Psychokinese. Gardevoir. Munter. Es lebe der Spezialangriff. So, und jetzt nochmal zum Schluss. Champ gegen Champ. Los, Logok! Le Talking. Tja, dann will man sagen, Feuerweger Logok. Was soll die heim? Alter! Logok. Das war nicht geplant, Leute. Das war wirklich nicht geplant. Scheiße. Ja. Gut, ich meine, das Ganze kann man natürlich auch anders noch machen. Scheiße. Mann, ich wollte, dass Logok es platt macht. So, jetzt verrennen sie natürlich wieder. Das heißt, sie machen wieder den Schutzschild. Ich weiß, ein bisschen fies, aber... Ja, mein... Sorry, Letaking hat so eine Schwäche, die muss ich doch ausnutzen. Also tauschen und Logok ist natürlich schneller als Letaking, deswegen kann ich nachher wieder angreifen. Ich überlege gerade, dass es überhaupt eine schwächere Spezialverteidigung für Hitzkolo. Ne, ist mal Doppelkick. Der zieht auch viel ab und tschüss, Mann, das Wolf. Logok bekommt die Erfahrungspunkte, aber nicht nur allein, sondern auch mit Chaos. Das ist nicht wahr. Oh doch, Mann, der Part ging schon viel zu lange. Das ist leider wahr. Ich fass nicht. Hab das auch gegen dich verloren? Hey, soll so herablassen werden? Du hast echt Fortschritte gemacht, mein Junge. Oh, danke. Aber gut, hier, das ist für dich. Und der 5. Orden. Wir kommen endlich voran. Yeah, Mann. Und Fatih. In diesem Orden die alle Pokémon Level 60 befehlen, selbst so du von anderen Leuten per Tausch erhalten hast. Ja, Pharmatake kann ich auch benutzen. Und die TM67, die Heimzahlung. Zahl ist die Heim. Den Gegner rächen. Was er gemacht hat, ist einen doppelten Schaden. Oh, das war der Grund. Alter. Ich bin mir sicher, dass ihr dein Pokémon-Team diese Attacke meistern werdet. Werde ich vermutlich eher weniger brauchen, aber okay. Kann man schon zugeben. Als Rennleiter kann ich meinen Frust gerade nur schwer verbergen. Aber als ein Vater habe ich gemischte Gefühle. Einerseits bin ich natürlich stolz auf dich, aber andererseits stimmt es mich auch ein bisschen traurig. Wie tut denn das? Also gut, Michael. Sagt er wieder. Ich bringe dich noch schnell raus. Komm, gehen wir. Danke, Paps. Und da ist Heiko. Oh, Michael, erinnert den Namen. Was ein Zufall. Ach, beide habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier nur auf der Durchreise, weil ich damit etwas vergessen hatte. Du löst richtig ins Zeug, stimmt's, Heiko? Da sehe ich die Erholung zu kämpfen sofort an. Wirklich, das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank. Wie ihr sehen könnt, ist Heiko wieder gesund und munter. Das haben wir allein dir und deinem Vater zu verdanken. Ihr beide wart der Schlüssel, die Heiko damals dabei geholfen haben, sein erstes Pokémon zu fangen. Ohne ein Pokémon, das man seinen Freund nennen kann, wäre er heute wohl immer noch schwächlich und krank. Ich bin also wirklich zu Dank verpflichtet. Weißt du was? Ich muss mich Ihnen erkenntlich zeigen. Hier, das ist für dich. Die VM3 Surfer, geil! Sobald eins seiner Pokémon Surfer lernt hat, kannst du mit ihm übers Meer reisen. Michael, wenn ihr wissen wollt, wie stark ihr wirklich seid, schlage ich vor, dass du und Heiko in der Route 118 das Meer überquert. Dort im östlichen Teil Höhens leben noch stärkere Pokémon und Trainer. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Verstanden, wenn ihr mich bemühen, mit Michael mitzuhalten. Der gut, Papa. Ich mache langsam auf den Weg, wa? Bis bald. Komm, Michael. Dann wollen wir mal. Ja, also gut. Oh, Michael. Tschüss. Los geht's. Bis bald. Tschüss. Bye. Heiko, ich will nicht mit. Was ist denn euch los? Schon seltsam, Hab gemischte Gefühle, wenn ich sehe, wie schnell mein Junge erwachsen wird.
Ja, meine Güte. Naja, die Sorgen von Vätern, wohl eher vielleicht auch stolz sein. Naja, einfach halt die Gefühlswelt Erwachsener, vor allem halt die von Vätern. Wo hast du mir jetzt hingeschleppt? Heiko, lass das! Navian. Naja, komm, ich muss einen Part beenden. Ich hab schon bald 40 Minuten drauf. Nein, ich will nicht mitkommen! Oh, ganz schnell, was? Drauf haben. Krieg ich mal einfach raus, Michael. Versprochen, versprochen. Supi! Na gut, Leute, ich speichere jetzt mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Gehen wir in die Arena und dann werden wir, wie gesagt, noch ein bisschen trainieren. Da werden wir die Seewege erkundschaften. Hier vor allem halt südlicher Gebiet, Höns. Das spricht da um Fauser Hafen herum, etc. etc. Wir werden alles erkunden und ja. Dann haben wir mit unserem neuen Team in die Zukunft starten, wa? Bis dahin, ciao zusammen!